Schönen guten Mittag für den Webinar von Haut über DKV Privatzusatz-Krankenversicherung. Ich stelle mich ganz sehr vor. Mein Name ist Patrick Malgis, ich bin der Gründer von tax6.lu, der Plattform, die 2018 gibt und die jeder mal erlaubt, seine Steuererklärung online auszufüllen. Wie ihr seht, links, da ist ein QR-Code. Du könnt da, wenn da mehr Informationen zu dem Produkt im Haut vorstellen, respektive zu Steueroptimierung am Allgemeinen hat, könnt ihr da Rendezvous holen. Da ruft ihn von unserer Equipe ich an und dann machen wir sehr die Programme, die ich wollte, eventuell noch in der Zukunft Steuern spüren. Wie gesagt, den Sujet von Haut als Zusatzkrankenversicherung von der DKW Lützeburg. Und wir gucken uns die dann Haut am Detail ein sehr an. Vielleicht uns fängt was aus eng Privatkrankenversicherung. Eng Privatkrankenversicherung als nicht ähnlich wie eng Assurance, die ihr zusätzlich zu der öffentlicher Krankenkasse, die CNS, ich sind nur ganz gut Beispiele Haut, du sie Sachen dabei, wo vielleicht überhaupt nicht überhält, an wo der die Heitenassurance an dem Moment auch etwas auf verschiedenen Treatmenten an medizinische Rechnungen können zurückkriegen. DKV hat nicht just die Produkte am Sortiment, die ich Haut vorstellen, mit ganz verschiedene Solutionen. Das geht von ganz Basisassuranzen, die ich assuriere, wenn wir ins Spital gehen, bis zu zum Beispiel Assurance, wenn der Profession liberal sieht, wo ich assurieren, wenn der Kind krank gehen, an dem Moment nicht mehr schaffen, aber auch verschiedene Resassuranzen, die könnten Sinn machen. Haut guckt man den Produktphase und Schlummel von der DKV, das die sogenannten Easy Health. Was couvriert den Easy Health? Das ist relativ lang, dafür gehen wir schon ganz sehr drüber und dann gehen wir auch konkret Beispiele, wo doch sieht, wie viel sie remboursieren. Das sind erstens mal stationäre Treatment, das ist, wenn wir an das Spital gehen, und du hast natürlich echt Klasszimmer dabei, das ist auch dabei, wenn der Kanner am Spital sitzt, dass auch könnt bei ihnen logiert gehen, auch die Ambulanz für am Spital zu fahren. Wann der an der Maternität sieht, an der Frau der couchiert, dann kann der Pap im Moment auch do am Zimmer bleiben. An die kriegt von dem Spital 20 € pro Tag als Indemnität. Dann couvriert auch alles, was Zähne an konzerniert, zum Beispiel bei den Zähnen, das sind dann Prothesen, Kronen und so weiter, aber auch Zahnspangen, Zahnbricken, hauptsächlich bei den Kannern in dem Moment. An bei den Ähren, also für die Brille, Kontaktlinsen, aber auch, wenn da eine Laseroperation gibt machen, wo ein Teil davon kann remboursiert gehen. Dann ambulatoire, das ist ganz einfach, dass von der Stelle bei den Doktor geht, und dann CNS ist vielleicht nicht alles remboursiert, dann überhält halt Assurance das Recht, selbst wenn da mit einer Ordonnance an der Apotheke geht, und dann hat ganz oft ein Tiers payant, also ein Teil, den er selber muss bezahlen, die doch könnt rechnen, das selbst gilt für die Kine, Sages-Femmes, die kriegt auch bis zu 1.000 € für einen Osteopath, Chiropraktiker und so weiter. Und dann noch ganz interessant, bei der Easy Health ist auch das Travel Plus also dabei, die ich assuriert, wenn du am Ausland an der Vakanz sitzt, wenn du an das Spital gehen, wenn du eine Ambulanz rufen, und auch für du noch am Trägerplatz zu kommen, du sie da mit assuriert. Und dann auch ganz interessant, Best Care Plus, das ist, wenn du zum Beispiel Verdacht hat für ein dass sie von innerhalb von 5 wie viel kriegt das hängt von Fall zu Fall, also vom Treatment auf. Heißen einfach pro Beispiele, wenn er zum Beispiel die Kinder geht, tut immer in die muss selber bezahlen. Das geht an dem Moment über DKV remboursiert. Bei der Brille, wie wir gesagt haben, wenn du zum Beispiel einen Faktor hast von, an diesem Beispiel rund 560 €, also dass die in dem Moment kein Frage
so heißt zum Beispiel 5 Kronen, das wäre für 4.300 Euro, du gibst ja bis mir wie 1000 zurückgehen. An dem Moment gibt DKV schon pro Kron bis zu 600 Euro dann remboursieren, sodass er nun nämlich ganz viel übrig bleibt. Und dann ganz besonders für Kanner, für Jugendliche, wenn sie Zahnspange kriegen, Zahnbrecken, dem Moment remboursiert ja nicht so ein Teil, aber DKV bezahlt 80% von den Freien, die dann den Moment übrig bleiben, sodass in dem Halt und die hat für bald 16.000 Euro freien, da gibt DKV das komplett überholen, die Stadt gebe ich nicht kosten, an die geben ein 20 Euro pro Tag als Indemnität kriegen für Kosten, du haben eben noch zu decken. Und dann Travel Plus, das ist wie gesagt die Assurance, die doch gut, wenn du dann an Vakanz geht, du hast ein Beispiel von einem Skiaccident, wo du mit dem Helikopter dann auf der Piste gerettet gehen, du an eine Privatklinik gehen für Trönsche, für Treatment und alles, an ein Rapatriement auf Lützeburg, an diesem Beispiel 14.200 Euro wären, das gibt im Moment ganz von der DKV überholt. Wann der bis Klient sit an Hyziokontrakt, wie froh dat do die Remboursemente un. Da gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sache per Provider raschecken, die könnt Site von de la Lux heichschluden, muss ihr wissen, dass TKV ein Teil von der la Lux aus. An dat einfachsten also sech von der hier App hoflöt, an dem Moment könnt ihr ganz einfach mit der App Foto machen von den Rechnungen, die da eben hut vom Doktor, vom Osteopath, von den Kontakten, die er gekauft hat, an der Leute, die dem Moment heich. Auch auf der Platz könnt einfach die Textdrehen, die von der CNS zurückkriegt, die Spazierung auch sehr tun, könnt ihr da mit der App einfach heischlöden und dann auch für dich, wo sich das Geld dann auf ihrem Konto zurücküberwiesen kriegt. Wie viel kostet so eine Assurance? War vielleicht mal ganz am Anfang. Den Tarif, den er muss bezahlen, hängt sich vom Alter auf den der Hut, respektive der Hut zu dem Moment, wo der so einen Kontrakt macht. Ganz allgemein kann ich sagen, wenn er mir jung sieht, wenn er mir billig ist, ganz einfach, weil statistisch gesehen, wenn er jung ist, eben noch Männer medizinische Rechnungen aufhält. Wenn dabei ein Offer aufruft, sieht er sich an der Offer zwei verschiedene Preise. Du hast einen Tarif mit Altersrückstellung, wie das genannt wird, ohne. Mit Altersrückstellung, das ist ganz einfach, dass ein Tarif haut mit Eiras, mit bleibt praktisch ganz Dürre vom Kontrakt, ganz, egal wie alt er geht, bleibt der Kontrakt sich selbst. Wenn der ohne Altersrückstellung einen Kontrakt macht, dann muss er wissen, dass den Tarif zwar in dem Moment, wo der unterschreibt, wie billig ist, aber alle 5 Jahre geht den Tarif dann eben mit ihrem Alter anklud. Schon ich auch da ein Beispiel vorbereitet, der tut Velo, wenn er mit 20 Jahren so einen Kontrakt machen, wenn er einen Kontrakt hält mit Altersrückstellung, da gibt die 66 Euro kosten mit 20 Jahren, ohne wären da just 46. Da konnte wieder gesehen, mit der Altersrückstellung bleibt der Tarif selbst, zum Beispiel heute bis 65 Jahre, und ohne Altersrückstellung geht man an sich alle 5 Jahre anklud. Ein anderes Beispiel, dat ass van den mat 4 Kontrakt mcht enke mat der Altersrückstellung, wo dem de recht vun dem Liewe si ungefähr bei 100 Euro pro Monat an on die Altersrückstellung ass mat 4 mi bëllech, mé geht dann eben all vu de och do ëmmerem anklud. Vielleicht doch gut zu wissen, dann changiert dat relativ oft die Joren, dass immer neue Gläser muss Kaffee gehen oder an der Zahnspangen hue bei de Kanner, das ist immer 20 Euro den Monat, das ist ganz gut kouvriert, doch wirklich nicht so viel da aus. Wéi mat den mechten Assurance könnte auch iwwer die Zusatzkrankenassurance also Steuer spüren. Wie ist das Prinzip? Das kann einfach dadurch, dass es auf der Steuererklärung verschiedene Sachen aufsetzt, können eben in dem Moment Steuern spüren und der Spuren ist, hängt sich davon ab, wie viel das er verdient. DKV, Zusatzkrankenversicherung, die fällt nicht die anderen Assuranzen, wenn natürlich durch auf dem Plafond sieht,
dann oder du Steuerverdeel mir haut das man immer mehr Leute die entweder ein Auto von der Firma holen oder ein Privatleasing holen und du nicht mehr können aufsetzen kann der immer ganz sehr sich rechnen und dann kann natürlich auch die anderen Sachen die kann aufsetzen Zusatzpension oder die Logement Zinsen Haus Zinsen Präpersonell an so weiter. Wie viel spürt ihr konkret mal wie gesagt das hängt davon ab wie viel das verdient. Hallo einfach pro Beispieler holen wir do en Celibatär den ein Salär brut mensuell für 5.000 € huet, der spürt ungefähr 42% von dem man aufsetzt. Der Tisch nicht ausgedrückt, wenn da zum Beispiel 1.000 € Gift aufsetzen, da wäre Steuerspurnis 420 €. Wie gesagt, Steuerspurnis, ob dem was der aufsetzt, hängt immer davon ab, was er verdient. Wenn das genau will ausrechnen kriegt für eher Situation, da könnte ich ganz gerne bei uns melden, ein Rendezvous holen und da gucken wir dazu mal durch, wie viel das in ihrem Fall wäre. Hier ein Beispiel für einen Koppel, den einen hat 30 Jahre an 20 mit 2 Kinder von 5 und 2 an einem Salär imposable annuell von 100.000 €. An dem Fall gäbe also die Assurance 154 € pro Monat für die ganze Familie kosten. Dadurch, dass die Kind aufsetzen, gibt es 770 € Steuern sparen, sodass schlussendlich der Preis für die Assurance, nachdem die Steuern, die gespart sind, aufgezogen sind, just noch bei 90 € pro Monat liegt. Für ein kleines Beispiel, was ich so für Remboursement erwarte, teuerst du für die Familien, die wir gerade gesehen haben, ein Couple mit 2 Kindern, wo der Papa bei einem Osteopath war, hat eine neue Kontaktlinse gekauft, hat dann Medikamente, die nicht von der CNS remboursiert gesehen. Die Mama war bei der Kine, wo den Kron gemacht hat, und die Kinder waren einfach bei dem Doktor, wo die nicht remboursiert war, respektive von nach Brille kriegt für 200 €. Da kann man dann mit dem Remboursement erreichen von 1830 € bei einem Preis pro Jahr für die Assurance, nachdem es der Steuerklang aufgesetzt wird, von 1.080 €. Wie man für so einen Kontrakt zu erschreiben, ich kann so in 3 große Etappen. Also ich froh dann mal bei uns ein Offer und ich mir rechtlich aus auf Basis von ihrem Alter, wie viel das die Assurance bei ihr steht, kosten. Wenn er dann nicht für einen von den zwei Offern entschieden wird, entweder mit Altersrechtstellung oder ohne, da kriegt er von uns ein Questionnaire Medikal zugeschickt, das geschieht online, hier steht gesagt, da geht ganz gut vorgestellt zu ihrer medizinischen Situation. Und darauf sind dann können wir den Kontrakt ausstellen, die könnt ihr dann erschreiben und da seht ihr ab dem Moment auch dann assuriert. Wie können so eine Assurance aufsetzen? Weil die kriegt, also wie bei allen anderen Assurances, die hat einmal ein Zertifikat, wo genau drauf steht, wie viel das bezahlt hat. Und die können dann bei der Steuererklärung dabei legen. Bei tax.lu geht er sich durch den ganzen Prozess gelegt und dann auf der Seite, wo dem Assurance dabei könnt laden, setzt er einfach dabei und den System, der rechnet dann automatisch aus, wer der Plafond ist. Für die tax.lu nicht benutzt tun, die zum Schluss von dem ganzen Prozess, wo der Steuer könnt draufladen, sieht auch einkehr, was der zusätzliche Steuer könnt spüren. Das System ist sich eine Analyse davon, was sind die Plafonds, die dir in ihrer Familie nicht erreicht tut, was können du zusätzlich aufsetzen, an auf Basis von der Situation, wie viel Steuer gibt du ganz konkret spüren. Und da können auch da Rendezvous mit uns holen, beginnen eine Situation mit dich zusammen durch, und da können wir da helfen, für eine Steuersituation so weit wie möglich zu optimieren. Wenn da ein Rendezvous virtuell, wie gesagt, die können einfach den QR-Code scannen, du kommst direkt auf den Kalender, eine Agenda, du könnt dann ein Rendezvous reservieren, wie dir arrangiert. Wir rufen dich an. Wir gucken etwa 15 Minuten ungefähr, wie die Situation ist, was ihr könnt machen. Und wir können dann auch bei all den Produkten, die ihr da könnt auf der Steuererklärung aufsetzen, helfen, für für so Produkte zu holen. Wenn ihr eine allgemeine Frage habt, könnt ihr es auch ganz gerne schreiben auf help@tax.lu. Das war schon für den kleinen Webinar von heute zum Thema DKV Easy Health. Wenn ihr Fragen habt, zeigt nicht, melde dich bei uns und ich wünsche euch schon einen ganz schönen Tag. Merci.